Grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der wohl 4. Vorlesung Sternstunden der Mathematik. Ich möchte heute über eine Sternstunde der Mathematik reden, die die meisten Mathematiker gar nicht wahrgenommen haben. Eine Sternstunde der Mathematik. Das liegt daran, dass die Hauptfigur gar kein Mathematiker war. Das ist natürlich peinlich, wenn wichtige Entwicklungen in der Mathematik gar nicht von Mathematikern kommen, von hergelaufenen Leuten, in dem Fall von einem Architekten. Das ist leider öfters passiert in der Mathematik. Und bis heute kann man sagen, ist das manchmal so eine der vielleicht weltbesten Mathematiker, der heute noch lebt, heißt Edwin und ist dummerweise Physiker. Aber nichts machen, ist so, hängt mit unserem Fach vielleicht auch stark zusammen, dass er sehr stark eben in alle möglichen Anwendungswissenschaften geht und auch dort werden eben oftmals wichtige Beiträge geleistet. Wir haben das letzte Mal über Archimedes geredet. Archimedes lebte von 287 bis 212 vor Christus. Wir machen jetzt einen gewaltigen Sprung in der Zeit bis ins Jahr ungefähr 1420 nach Christus. Dazwischen ist natürlich viel passiert. Dazwischen gab es die Spätantike, die auch noch durchaus interessante Beiträge zur Mathematik geleistet hat. Und es gab das Mittelalter. Aber das europäische Mittelalter war in mathematisch-naturwissenschaftlicher Hinsicht eine Zeit der Dürre. Das ist sicherlich philosophische Gründe, woran das gelegen hat. Mathematik und Naturwissenschaften spielten sich anderswo ab, vor allem in Indien, im Vorderen Orient, im islamischen Bereich. Und wir werden das nächste Mal ein bisschen auf diese Entwicklung eingehen. Heute möchte ich direkt einen Sprung ins Spätmittelalter oder die frühe Renaissance machen, wie immer man das nennen möchte. 1420, zu dem Zeitpunkt gab es das Oströmische Reich zum Beispiel noch. 1451 ist Byzanz, ist Konstantinopel erobert worden. Es war noch 80 Jahre vor der Entdeckung Amerikas. Die Portugiesen hatten angefangen, die afrikanische Küste zu erforschen, aber man war noch weit entfernt davon, bis nach Indien vorzudringen. Das ist erst am Ende des Jahrhunderts passiert. Also frühe Renaissance. Und doch hat sich in dieser Zeit schon ganz Wesentliches abgespielt und geändert im Vergleich zu dem, was die Denkweise des Mittelalters war. Und auch darüber wird noch das nächste Mal zu reden sein. Es hängt sicherlich auch zusammen, ein ganz wesentlicher Impuls ist der Einfluss des Islam, der islamischen Wissenschaft auf die europäische. Die islamische Wissenschaft war auch der Überträger der indischen Wissenschaft und hat beides vereinigt. Und dann auf diese Weise kam es dann eben auch nach Europa. Vielleicht der erste wichtige Beitrag Europas zur Mathematik nach dieser Zeit der Dürre ist das, worüber ich heute reden möchte, nämlich die Entdeckung der Zentralperspektive durch Filippo Brunelleschi. Der gelebt hat, da muss ich nachgucken, (1377 bis 1440). Ich weiß nicht, wer von Ihnen, würde mich mal interessieren, den Namen Filippo Brunelleschi kennt.
jedenfalls bei meinen Studenten immer wieder den Versuch gemacht, ist er nicht sehr bekannt. Anders ist es natürlich, wenn Leute auch sich mit Kunst beschäftigt haben. Auch wenn wir seinen Namen nicht kennen, dann kennen wir alle ein Werk von ihm, nämlich die Kuppel des Doms von Florenz. Das ist also leider nicht besonders gut zu sehen, aber ist vielleicht doch Stadt Florenz und rechts der Dom, der berühmte mit der Kuppel. Diese Kuppel stammt von Filippo Brunelleschi, ist entworfen. Und ja, auch wenn wir den Mann nicht kennen, sein vielleicht wichtigstes Werk ist uns bekannt. Aber was vielleicht weniger bekannt ist, ist, dass auf ihn eben die Idee der zentralen Perspektive zurückgeht. Also eine genaue, bestimmter Hinsicht genaue Darstellung des Raumes auf einem ebenen Blatt Papier und einer Leinwand. Brunelleschi war, wie gesagt, nicht Maler, sondern Architekt, Baumeister, hatte wohl auch islamische Schriften, Optik studiert, das wissen wir nicht ganz genau. Eine der Entwicklungen aus dem islamischen Bereich war eben die Entwicklung der Optik. Was wir aber wissen aus späteren Berichten seiner Zeitgenossen durchaus noch war, dass er in der Zeit zwischen 1410 und 1420 in Florenz auf der Piazza della Signoria, der Ort ist genau bekannt, Experimente anstellte, um bestimmte Gebäude auf Papier festzuhalten, so genau wie möglich. Wie er das ganz genau gemacht hat, wie er es angepeilt hat, das wissen wir alles nicht. Nur das Ergebnis ist uns bekannt. Das Ergebnis ist das, was wir heute als Zentralperspektive bezeichnen. Schon in der Antike sieht man auf Darstellungen, dass Linien, die nach hinten verlaufen, etwa bei einem Gebäude, eben in irgendeiner Form schräg gezeichnet sind. Man hat sich, sobald man mit Raumdarstellungen zu tun hatte, immer schon darum bemüht, irgendwie die Tiefe darzustellen. Und schräge Linien hatte man schon immer erkannt, aber wie genau die Konstruktion eigentlich aussieht, das war nicht bekannt. Und auch noch zum Beispiel die Fresken von Giotto aus dem 14. Jahrhundert, also 50 Jahre vorher, sieht man noch, er bemüht sich um so etwas wie Perspektive, aber eine genaue Konstruktion ist noch weit entfernt. Das ist, führen wir zurück auf Brunelleschi, also eine Art, kann man sagen, Urknall, wirklich eine Sternstunde der Mathematik, von der unglaublich viel ausgegangen ist. Nun, das ist jetzt ziemlich genau 600 Jahre her, inzwischen sollten wir es also alle kapiert haben, wie das mit der Perspektive geht. Machen wir mal eine kleine Übungsaufgabe. Einfachste Übungsaufgabe für eine perspektivische Darstellung ist eine Eisenbahnlinie, ich male sie hier in der Aufsicht, mit gleichmäßigen Schwellen, soll direkt auf den Horizont zugehen, so Western, mit der Helligkeit, im Sonnenuntergang, jetzt die Sonne untergeht. Und hier ist die erste Schwelle, hier ist die zweite Schwelle. Frage, wo ist die dritte Schwelle? Antwort? Wer weiß es?
Nun, man muss sich vielleicht, bevor man diese Aufgabe löst, das will ich jetzt für einen Moment wieder einstellen, sich die Gesetze der perspektivischen Darstellung mal in Erinnerung rufen. Diese sind ganz einfach. Es sind 3 Gesetze. Erstens, eine Gerade wird abgebildet auf eine Gerade. Ich will das einfach so symbolisch machen. Das soll die perspektivische Abbildung sein. Das ist sozusagen die Natur und das ist das Bild. Das zweite Gesetz ist, Parallelen, will man nicht 2, sondern 3 zeichnen. 3 Parallellinien werden abgebildet, entweder wieder auf Parallelen oder auf Geraden, die einen gemeinsamen Punkt haben. Der sogenannte Fluchtpunkt. Und schließlich das dritte. Alle diese Fluchtpunkte liegen im Bild auf einer Geraden, dem Horizont. Der Horizont, ich rede im Moment von Darstellung von einer Ebene. Jede Ebene hat einen eigenen Horizont, das werden wir gleich in der nächsten Übungsaufgabe sehen. Nun, wenn wir diese 3 einfachen Regeln uns berücksichtigen, dann können wir alleine nur damit sehen, wo die dritte Schwelle liegen muss im Bild. Nur wir brauchen dazu, wie immer in der Mathematik, Hilfslinien, eine Konstruktion. Das, was in der Mathematik nicht trivial ist, ist die Konstruktion. Das Hinzufügen des Mathematikers zu dem, was gegeben ist und was dann dazu führt, dass das Verborgene auf das Offensichtliche zurückgeführt wird. Und in diesem Fall muss man einfach die Diagonalen hinzufügen. Weil ja die Schwellen alle gleichen Abstand haben, sind die Diagonalen, vielleicht will ich sie mit einer anderen Farbe zeichnen, um sie von den bisherigen abzusetzen. Okay. Sind die Diagonalen in der Natur, das Bild, parallel. Jetzt haben wir aber gelernt, was es bedeutet, parallel zu sein im Bild, bedeutet entweder wieder parallel, das sehen wir hier zum Beispiel, die Schwellen, so ist die Art der Darstellung, bleiben parallel, die vorher parallel waren, oder eben sie vereinen sich in einem gemeinsamen Punkt und dieser Punkt liegt auf dem Horizont. Der Horizont ist dieser hier, wo die Sonne untergeht, den nehme ich jetzt mal weg. Also gucken wir uns an, wie diese Diagonalen aussehen. Vielleicht mache ich es ein ganz bisschen weiter auseinander, damit ich nicht zu weit aus der Zeichnung rauskomme. Das ist also erst die Frage. Also, gelb zeichnet. Festlegen, das wäre die erste Diagonale, die ist uns ja gegeben, diese beiden Punkte. Ja, und von der zweiten Diagonale, also das wäre hier die Diagonale 1, das wäre 2, das wäre 1. Von der zweiten Diagonale wissen wir ja schon, erstens mal muss sie durch diesen Punkt hier gehen und zum anderen muss sie den gleichen Fluchtpunkt haben wie die erste Diagonale auf dem Horizont. Wir müssen also nur den Horizontpunkt verbinden mit dem Eckpunkt und schon haben wir gelungen, aber ungefähr reicht es. Und wenn Sie also diese Gerade bilden, mit Dreieck
die zweite Schwelle ist. Und das können Sie jetzt weitermachen. Sie können diesen Punkt wieder mit demselben Fluchtpunkt verbinden, denn auch, das ist die erste, die zweite, das wäre jetzt die dritte Diagonale, hat denselben Fluchtpunkt und diesen Eckpunkt, 2 Punkte, eine Gerade. Also kann man jetzt das gesamte Bild vervollständigen und jedes Mal wieder die nächste, die nächste Schwelle einzeichnen. So sehen wir also, wie man ein ebenes Bild malt. Die zweite Übungsaufgabe in dieser Richtung wäre, wie malt man ein Haus? Da geht es dann also um den Raum. Ich habe mehrere Ebenen zur Verfügung. Das heißt, wie ich schon sagte, es ist die Konstruktion. Die Konstruktion ist nicht in der Aufgabenstellung enthalten. Sie ist Zutun des Mathematikers oder in diesem Fall vielleicht des Künstlers, der das Bild konstruiert. Aber das ist eine mathematische Tätigkeit insoweit. Und ich denke einfach darüber nach, wie kann ich es machen? Ich weiß, parallele Linien spielen eine Rolle. Ich weiß, was mit parallelen Linien passiert. Wo gibt es denn noch parallele Linien? Na gut, die beiden Eisenbahngleise sind parallel, die Schwellen sind parallel, das alleine nützt mir nichts, es gibt noch weitere. Und dann sehe ich, ja, die Diagonalen sind auch noch parallel, weil die nämlich gleichen Abstand haben. Ich muss ja irgendwie diese Information, dass die Schwellen gleichen Abstand haben, mit in das Bild hineinnehmen. Wenn sie unterschiedlichen Abstand hätten, dann würde das nicht funktionieren. Ja, vielleicht ist das also die Diagonalen kommen daher, weil die zeigen, dass die den gleichen Abstand haben. Deshalb sind sie parallel. Also die Vorgabe ist, die Schwellen haben den gleichen Abstand. Die Konsequenz ist, dann sind die Diagonalen parallel. Und das wiederum kann ich in der perspektivischen Darstellung ausdrücken. Dadurch kriege ich dann die nächste Schwelle. Und haben wir das gesagt, mit dem Ergebnis dann zur Hand, wenn man nachher ausprobiert hat, das hat gepasst, dieses Verfahren nützt mir. Und dann, also eine weitere Logik ist dann, oder? Sie haben das Bild auf diese Weise konstruiert. Also das ist doch was. Ja, genau. Jetzt machen wir die nächste Übungsaufgabe. Wir wollen ein Haus konstruieren. Das hier ist vielleicht die Ecke, Eckpfeiler. Hier ist vielleicht die Grundlinie. Das hier wird die Giebelseite, das wird die Schmalseite sein. So, und jetzt muss man natürlich ein bisschen was vorgeben. Zum Beispiel muss man den Horizont vorgeben, diese Längen. Ich will einfach mal diese beiden Seiten vorgeben. So, das ist also, die Natur ist klar, die Wirklichkeit hat hier das Ganze nur schräg perspektivisch mal mit einem solchen Gebilde zu tun. Und wir wollen das ergänzen. Zumindest wollen wir einen Würfel ausmachen und vielleicht nachher einen Giebel aufsetzen. Nun, das erste ist, wo wir haben wieder diese Regel 2 hier realisiert. Die senkrechten Linien werden auch weiterhin parallel sein. Und die zweite Geschichte ist, wo liegt der Horizont dieser Ebene? Das ist dasselbe, diese parallele Ebenen haben den gleichen Horizont, also der horizontalen Ebene. Und den sehen wir dadurch, dass wir die Fluchtpunkte von den beiden
Dachkanten und Grundkante praktisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben und dann miteinander verbinden. Und wenn wir es richtig gemacht haben, dann sollte es senkrecht sein, sonst ist die ganze Konstruktion schon vom Anfang an ein bisschen schief. Das hier wäre also der Horizont, der natürlich hier weit weg ist. So, und jetzt kann man dann zum Beispiel sehen, wie die übrigen Linien, die hier noch fehlen, die hier auch verdeckt sind, zu bekommen sind. Zum Beispiel diese Linie hier ist ja parallel zu der, müsste also verbunden werden, auch wieder mit demselben Fluchtpunkt, hier im gleichen Punkt, dafür. So. Und dagegen diese Kante wird parallel sein zu der, mit anderen Worten, wir müssen diesen Punkt verbinden mit diesem Fluchtpunkt und bekommen dann hier irgendwo den dritten Punkt. Die Grundseite, die verdeckte Linie, würde dann ungefähr so aussehen. Ja, und so kann man es oben genauso machen. Also hier die hintere Seite müsste man verbinden, diesen Fluchtpunkt und diesen Punkt parallel zu der Kante würde man hier verbinden und bekommt dann hier, muss natürlich senkrecht darüber sein, wenn die Konstruktion richtig ist, dann diesen Punkt, sodass wir hier oben dann jetzt die Decke, die man natürlich nicht sieht, weil sie durch die Wand verdeckt ist. Und so können wir weitermachen. Zum Beispiel können wir einen Giebel aufsetzen. Da muss man nicht wissen, wie hoch der Giebel ist, aber was wir schon wissen, ist auf jeden Fall, dass der Giebel über den Mittelpunkt seinen höchsten Punkt hat. Den finden wir den Mittelpunkt, indem wir dieses Kreuz hier malen und dann eben senkrecht hochgehen. Und jetzt müssen wir nur noch hier diese Höhe vorgeben. Die gebe ich jetzt einfach vor. Irgendeine Höhe. So, und jetzt können wir das Dach finden. Wir haben den Dachfirst, der ist wieder parallel zu diesen beiden Seiten. Also diese Linie, hier war der Fluchtpunkt der beiden Kanten. Punkt. Und jetzt brauchen wir noch den letzten Punkt hier, ja, wo die Sterne. Nun da müssen wir den Horizont praktisch dieser schrägen Dachebene finden. Ich hatte ja gesagt, jede Ebene hat einen eigenen Horizont. Wie finden wir den Horizont dieser schrägen Dachebene? Nun, einen Punkt dieses Horizontes kennen wir schon. In dieses Paar von Graden wissen wir schon an diesen Fluchtpunkt. Wir brauchen also noch einen zweiten Punkt. Und den bekommen wir mit Hilfe von dieser Geraden. Ein eigenes Bild gucken. Ich ganz genau weiß. Ah ja. Genau. Also das ist noch die Frage, wo geht das hin? Da muss man noch eine Hilfskonstruktion machen und sich erstmal diese Ebene, die Giebelebene angucken. Da wissen wir, der Horizont dieser Giebelebene, der ist irgendwie senkrecht. Und wo liegt er? Hier liegt er. Diesen Punkt, das ist ein Fluchtpunkt. Das wird also der Horizont der Giebelebene sein. Giebelseite. So, jetzt liegen aber gewisse Graden gemeinsam in der Giebelseite und in der Dachseite. Ja, einfach ja,
diese Weise hier finden wir den Fluchtpunkt. Der muss einerseits auf dem Horizont der Giebelseite liegen, andererseits in der Verlängerung dieser Kante. Und jetzt können wir sagen, was, das ist nämlich eine neue Farbe, was der Horizont der Dachseite ist. Dieser. Sowohl hier als auch hier liegt ein Fluchtpunkt einer geraden Scharte in der Dachseite. Also ist damit die Horizontebene gefunden. Und jetzt sehen wir auch, wo die letzte Seite, die letzte Kante ist, muss eben auch unter diesem Punkt liegen. Und auf diese Weise, das wäre dann natürlich eine Funktion des Punkten, auf diese Weise finden wir das schräge Dach. Und so können wir weitermachen. Also, wir müssten hier vielleicht diese Regeln noch um eine weitere verlängern, nämlich dass eben jede einzelne Ebene im Raum auch ihren eigenen Horizont hat. Nun, diese Idee ist von Brunelleschi selber nicht aufgeschrieben worden, aber er hat sie weitergegeben an Schüler, an Freunde. Einer der Freunde, an die er sie weitergegeben hat, ist der Maler Masaccio. Ich fürchte, dass das Bild nicht besonders gut ist. Deshalb eine etwas bessere Darstellung. Vielleicht einfach mal durch. Vielleicht gibt es einfach ein bisschen durch. Wir haben es gleich auf dem Schirm. Ja, ja, ist klar. Dies ist ein Fresko, also ein Gemälde, was auf frischem Kalk aufgebracht wird, also nichts daran geändert werden kann. Es muss vorher entworfen werden und dann wird es in den frischen Kalk eingetragen und befindet sich in einer Kirche in Florenz, Santa Maria Novella. Ich sage mal, unter den ersten Ständen, wenn Sie nach Florenz gehen, sollte man das Bild bringen, da unbedingt hingehen, sich das anzugucken, weil das ein wichtiger Ort für die Mathematik ist. Dieses Gemälde stammt von 1426, also kurz nach dieser Zeit, und ist eine Dreifaltigkeit von dem Maler, ja, den Spitznamen gewisserweise bekannt ist, eigentlich, hat einen ganz langen Namen, den ich immer vergesse, Tommaso di Ser Giovanni di Monte Casai. Ich musste erst die italienische Webseite aufschlagen von Wikipedia, um diesen Namen vollständig rauszufinden. Ja, wie auch immer. Was das Besondere an diesem Bild ist, das geht eigentlich aus dieser Darstellung noch gar nicht so ganz besonders gut hervor. Etwas besser aus dem Bild, was ich rumgehe, gerade, weil das ist länger. Hier fehlt nämlich etwas. Hier unten ist noch ein Teil darunter, eine Darstellung eines Grabes. Und man muss sich vorstellen, dass dieses hier ungefähr die Höhe des Betrachters ist. Also es ist sehr groß, 7 Meter, und der Kopf des Betrachters befindet sich ungefähr an der unteren Kante. Und darunter ist eben noch dieses Grab. Und es gibt natürlich Analysen dieses Bildes in allen möglichen
Literaturstellen. Hier sehen wir das also nochmal ganz. Und wir sehen, dass der Fluchtpunkt, wo diese Linien, die diese Halle bilden, nach hinten geht, genau ungefähr der Punkt ist, wo sich der Kopf des Betrachters befindet. Das heißt, Masaccio hat bei diesem Bild den Standpunkt des Betrachters einbezogen. Das ist etwas ganz Neues. Ich denke nicht, dass in der mittelalterlichen Malerei oder vorher jemals ein Maler daran gedacht hat, dass es nicht nur das Bild gibt, den Gegenstand, sondern auch den Betrachter, der diesen Gegenstand, dieses Bild betrachtet und der eine bestimmte Position hat. Hier ist das ganz offensichtlich geschehen. Wenn man sich das Bild ein bisschen betrachtet, auch vom Inhaltlichen, es ist also eine Dreifaltigkeitsdarstellung, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in der Form, ist da eigentlich jetzt das Stock haben, vielleicht nehme ich da nicht als Stift. Also es ist eben zunächst mal eine Kreuzigungsszene, aber Gott Vater ist eben im Hintergrund und stützt praktisch den Sohn, der am Kreuz hängt, und der Heilige Geist ist in Form einer Taube auch noch präsent. Und neben der Kreuzdarstellung sind Maria und Johannes unter dem Kreuz dargestellt, diese beiden Figuren hier. Und rechts und links daneben, sozusagen außerhalb des Bildes, das sind die Stifter, das Stifter-Ehepaar, was also dieses Fresko bezahlt hat. Und was interessant ist an diesem Bild, abgesehen von diesen vielen Details, die man beobachten kann, die ich aber jetzt vielleicht nicht im Einzelnen darstellen kann, aber interessant ist, dass hier der Maler eine gewisse Zweiteilung der Welt vornimmt, in einer sehr ungewöhnlichen Weise. Man hat auf der einen Seite diese Halle, der räumliche Eindruck, man muss sich überlegen, man ist zu einer Zeit, wo es noch keine Fotografien gibt, wo wir also räumliche Darstellungen, das ist was ganz, ganz Neues. Die Leute kommen da also rein, stehen davor und sind erstmal überwältigt von diesem räumlichen Eindruck, die Leute von 1420 oder 1426. Und dann sehen Sie also diese Halle und innerhalb dieser Halle sehen Sie also diese drei Heiligkeitsdarstellungen zusammen mit Maria und Johannes. Das ist sozusagen die eine Hälfte der Welt. Und die andere Hälfte der Welt besteht aus den Stifterfiguren und dem Betrachter und der ganzen Außenwelt. Also ein Teil der Außenwelt sozusagen ist mit ins Bild hineingenommen und die Teilung geht mitten durch das Bild und hat natürlich eine theologische Aussage der Bescheidenheit, die sich darin auch ausdrückt, oder so bescheiden, man möchte es schon sagen, oder gezeigt werden. Der Maler ist ja nicht selbst. Also der Standpunkt des Betrachters geht in starker Weise ein in diese neue Malerei. Und ich denke, dass diese Idee für die Naturwissenschaft eine ganz große Rolle gespielt hat. Denn vergessen wir nicht, wir sind also am Anfang des 15. Jahrhunderts. Am Ende des 15. Jahrhunderts lebte Kopernikus, im 16. Jahrhundert hinein, von dem das neue Weltbild stammt. Nicht mehr die Erde, der Betrachter ist im Mittelpunkt des Weltalls und die Sonne und die Planeten wandern um ihn herum, sondern die Sonne ist im Mittelpunkt und die Erde ist selbst nur einer der Planeten. Eine solche Idee kann man nur dann haben, wenn man wirklich den Standpunkt des Betrachters, der jetzt eben nicht mehr der Mittelpunkt der Welt ist, mit berücksichtigt. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, zum Ende des 16. Jahrhunderts, Anfang des 17. Jahrhunderts, zu Kepler, Johannes Kepler, der sonst leider in dieser Vorlesung nicht mehr weiter auftauchen wird, obwohl er sicherlich einer der bedeutendsten Mathematiker ist, die je gelebt haben.
Kepler denn gemacht? Kepler hat die Beobachtungen des Astronomen Tycho de Brahe benutzt, um daraus die Ellipsenbahnen zu konstruieren. Ja, was sehen wir denn von den Ellipsenbahnen? Wir sehen in Wirklichkeit nur Punkte am Himmel, die wir vielleicht mit Koordinaten bezeichnen können, wo jeden Abend sich dieser Planet befindet. Wir sehen also eine Reihe von Punkten, manchmal geht es auch hin und zurück, über viele Jahre beobachtet, zum Teil Jahrhunderte. Die astronomischen Beobachtungen sind ja sehr alt schon. Aber Tycho de Brahe zu diesem Zeitpunkt hatte die besten Möglichkeiten und war einfach ein sehr guter Astronom. Und aus diesen Daten musste er jetzt konstruieren, ja, die Planeten bewegen sich auf Ellipsenbahnen um die Sonne. Und die Ellipse ist fast ein Kreis. Also bei den Planetenbahnen, um das zu sehen, musste man schon sehr genau hingucken. Die beiden Halbachsen der Ellipsen unterscheiden sich nur um wenige Prozent. Also, Standpunkt des Betrachters einbeziehen war von da an eine neue Entdeckung, die in der Naturwissenschaft sicherlich eine ganz große Rolle gespielt hat. Aber nicht nur für die Naturwissenschaft hat diese Entdeckung der Frührenaissance, es hat dann gleich Lehrbücher gegeben. Alberti hat um 1450 herum das erste Lehrbuch geschrieben, die Pictura, die Malerei, noch in Latein, aber das war so populär, dass es ein Jahr später sofort ins Italienische gesetzt worden ist, was damals eine Revolution war. Und wo also diese Dinge schon dann auch verbreitet wurden. Es hat trotzdem noch eine Weile gedauert, bis sich das dann auch nach Deutschland zum Beispiel verbreitet hat. Und einer, der das sehr, sehr gut genau verstanden hat, der nicht nur Maler war, sondern auch Mathematiker, das ist Albrecht Dürer gewesen. Albrecht Dürer war in Italien. Und Albrecht Dürer hat nicht nur verstanden, wie Perspektive funktioniert, also diese Regeln, sondern auch, wie sie zustande kommen. Ich denke, auch das geht schon auf Brunelleschi zurück. Steht vielleicht auch schon bei Alberti. Aber Dürer hat es bildlich deutlich gemacht. Es gibt also ein Mathematikbuch für Dürer, das heißt Unterweisung der Messung. Im Internet finden. Ich habe es vom Germanischen Nationalmuseum, kann man es auch kaufen, in Nürnberg. Und da steht auf den hinteren Seiten, es ist sehr viel durchaus interessante Mathematik drin. Und auf den hinteren Seiten wird also die Perspektive erklärt. Und hier ist es eigentlich sehr schön und deutlich, was da eigentlich passiert. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, der Maler malt nicht auf eine Leinwand, sondern auf eine Glasscheibe. Hier, das ist die Glasscheibe. Und hier vor sich hat er so eine Art Okular, das ist fest an dem Tisch angebracht, ein kleines offenes Loch, wo er durchguckt, wo er praktisch anvisiert. Und wenn er jetzt also einen Punkt hier auf dieser Figur, das ist ein Porträt, anvisiert, dann sieht er, ja, also zieht er eine Linie von diesem Punkt, den er anvisiert, zu seinem Okular. Und auf dieser Linie, diese Linie schneidet an irgendeiner Stelle den Schirm und an der Stelle macht er den Punkt. Das können wir also direkt einmal malen. Im Prinzip, wie das aussieht, hat also hier ist das Auge des Malers verstärkt hier durch diese Blende, so sozusagen, dass es wirklich ganz klar ist, wo er durchguckt. Dann gibt es hier den Schirm, ich glaube, ich muss es andersrum machen. Hier haben wir das Auge des Malers so, und beziehungsweise dieses Loch. Und hier haben wir den Gegenstand. Und er visiert diesen Gegenstand durch dieses Loch, dieses weiter vorne machen, an. Und ein
den entsprechenden Punkt zu groß geben. Das wird hier dargestellt. Der hat noch eine zweite Zeichnung, die finde ich besonders schön. Und ich finde immer, die Leute, die Mathematik und Kunst vielleicht machen, die sollten das mal ausprobieren im Unterricht. Weil das ist wirklich, das kann man sofort nachmachen. Hier wird eine Art mechanisches Verfahren gezeigt, wie man ein perspektivisches Bild konstruiert, also ohne diese Regeln, sondern sozusagen direkt vom Gegenstand ausgehend das Bild konstruiert. Wir sind hier noch in einer Zeit vor der Fotografie, obwohl es die Kamera obscura dieser Zeit schon gibt, aber man kann das Bild nicht festhalten. Was man hier sieht, ist ein Faden mit einem Gewicht dran, durch eine Öse gezogen ist. Vielleicht nehme ich lieber Bleistift wieder. Hier ist die Öse an der Wand. Und hier in der Mitte steht ein Rahmen, ein offener Rahmen mit einer Tür. Die Tür kann man auf und zu machen. Das wird genau beschrieben. Diese Beschreibung ist auf der anderen Folie gelesen, kann ich zeigen. Und jetzt möchte also ein bestimmter Punkt des Gegenstandes, hier diese Laute, das Ende dieser Laute soll jetzt dargestellt werden. Und er macht dann Folgendes: Er zieht diesen, es braucht zwei Leute, also ein Gesell heißt es da, muss da sein, das ist ein relativ aufwendiges Verfahren. In der Gasse hat man ja genug Gesellen. Ja, das ist auch nicht angestrengt. Guck. Und er zieht also den Faden stramm bis zu dem Punkt im Gegenstand, den er im Augenblick darstellen will. So, und dann im offenen Rahmen wird damit natürlich ein Punkt markiert. Aber das nützt einem ja nichts, weil man möchte ja auf die Tür malen und die ist offen, die ist nicht da. Also muss man diesen Punkt markieren im offenen Rahmen. Das beschreibt er auch. Dazu nimmt er zwei Fäden, die er oben am Rahmen anbringt und lose runterhängen lässt. Und diese Fäden zieht er dann straff, so dass sie sich genau an der Stelle kreuzen, wo der Faden durchgeht. Und dann klebt er sie an am Rahmen mit Hilfe von Wachs. Wird alles genau gemacht. Kann man direkt so nachmachen. Ja, ein Stückchen Wachs, schrammt sie ihn ankleben, dann lässt er den Faden locker, nimmt ihn raus aus dem Rahmen, macht die Tür zu und setzt an der Stelle den Punkt. Genauso wird beschrieben. Im Skriptum habe ich es ein kleines bisschen übersetzt, aber man kann es eigentlich aus dem Original entnehmen. Das stand an der Vorseite drauf. Ne? Da sieht man also ein paar dieser Dinge hier. Also zum Beispiel dieses Türlein sei dein Tafel, darauf du malen willst. So, das ist Neuhochdeutsch. Neuhochdeutsch ist eben das 16. Jahrhundert, die Zeit Luthers. Wir können das lesen, kein großes Problem. Lass deinem Gesellen die Nadel mit dem Faden hin ausstrecken und so weiter. Ne? Schlag allweil die zwei Fäden, das sind die, die runterhängen, an der Rahmen kreuzweis gestrecktes an den langen Faden und kleb sie zu Pedenorten mit einem Wachs an den Rahmen, an die Rahmen, die Rahmen. Ja? So wird es gemacht, wird fixiert an dieser Stelle, dann kann der Faden weg und man kann das Türchen zusetzen und an der Stelle, wo sich die beiden Fäden kreuzen, einen Punkt setzen. Nun, Dürer hat natürlich noch viel mehr zu bieten als nur diese Beschreibung. Ich will Ihnen das wenigstens ganz kurz andeuten. Es gibt hier die großen Holzschnitte von Dürer und einer von ihnen ist der Holzschnitt Hieronymus im Gehäus. Hieronymus ist ein Kirchenlehrer gewesen aus dem 4. oder 5. Jahrhundert nach Christus, der dadurch bekannt geworden ist, dass er die Bibel vom Griechischen ins Lateinische übersetzt hat, also die Vulgata. Also die Gloria in excelsis Deo kennen, das sind Worte von Hieronymus, und er wird immer mit dem Löwen dargestellt, weil es gibt eine Legende von ihm, er gilt als sehr tierlieb
soll also etwa in der Wüste als Einsiedler und soll also einen Löwen getroffen haben, der einen Dorn in der Pfote hatte und hat ihm diesen Dorn rausgezogen. Also nicht als Problemlöwen erkannt. Den Dorn aufgezogen. Und seitdem wird er deshalb immer diesen Dorn dargestellt. Vom mathematischen Standpunkt her, das ist kein Zufall, Dürer ist Mathematiker, ist dieses Bild außerordentlich interessant, weil man aus dieser perspektivischen Darstellung einen Grundriss des Zimmers malen kann. Das ist normalerweise nicht so. Es gibt viele Möglichkeiten, die gleiche perspektivische Darstellung von sehr unterschiedlichen Gegenständen zu erzeugen. Aber hier geht es. Und das liegt an ein paar Zufällen, in Anführungsstrichen, die zufällig aussehen, aber in Wirklichkeit natürlich genau konstruiert sind. Hier noch eine kleine Prinzipskizze dieses Gemäldes. Hier vorne also der Löwe, im Hintergrund der Heilige, Hieronymus. Und dieser Tisch, der spielt eben eine große Rolle dabei. Und der Punkt ist, wenn wir jetzt wieder an diese Fluchtlinie denken, wir haben hier nicht nur den Tisch, sondern wir haben auch so einen Hocker. Hier ist ein Hocker, ja, der so schräg steht, der auch noch mit einem Kissen bedeckt ist. Man muss also sich sozusagen das Kissen wegdenken, so einige Kanten sind zu sehen. Und dann sieht man, hier ist der Horizont, also den Horizont kann man dadurch erkennen, der ist einmal natürlich horizontal, das sind ja horizontale Ebenen, zum anderen aber ist er gekennzeichnet durch die Fluchtlinien des Tisches, der beiden Tischkanten, die nach hinten weg. Hier steht der Tisch, hier nach hinten weg, dann im Bild vereinigen sich die Kanten hier in einem Punkt auf dem Horizont. Das kennzeichnet den Horizont. So, und jetzt gucken wir uns den Schemel an und stellen fest, die Kanten des Schemels sind parallel, nämlich haben den gleichen Fluchtpunkt, zu den Diagonalen des Tisches. Aber der Schemel ist natürlich rechteckig, das weiß jeder. Möbelstücke werden normalerweise rechteckig gemacht. Die Kanten schneiden sich also in rechtem Winkel. Das bedeutet, die Diagonalen des Tisches schneiden sich in rechtem Winkel. So, jetzt haben wir also ein Rechteck, deren Diagonalen, in Wirklichkeit, deren Diagonalen sich im rechten Winkel schneiden. So sieht es nicht aus. Das einzige Rechteck, deren Diagonalen sich im rechten Winkel schneiden, ist das Quadrat. Wir sehen also auf diese Weise, dass der Tisch ein Quadrat ist. Ja, was ja von vornherein nicht klar ist, wo die perspektivische Darstellung ist. Erst durch diesen Hocker wird es klar. Ja, und dann kann man weitermachen und praktisch sämtlich, also wir sehen insbesondere, die schneiden sich unter 45 Grad. Ja, wir sehen also Winkel plötzlich. Und hier wird dargestellt, wie man zum Beispiel den Winkel zwischen der Diagonale und der Kante des Hockers in Wirklichkeit findet, aus dieser perspektivischen Zeichnung. Man geht eben auch wieder, hat hier den Fluchtpunkt der Diagonale des Hockers und jetzt hat man hier diese beiden Punkte auf dem Horizont, die in 90 Grad Abstand liegen, also 45 Grad jedes Mal. Dann zeichnet man hier diesen Kreis in der Bildebene und bekommt hier einen Punkt, der 45 Grad abwärts, eine Gerade, die 45 Grad abwärts geneigt ist. Und dann sieht man an dieser Stelle hier, also hier hat man die beiden Fluchtpunkte von der Kante und von der Diagonale. Und das hier ist der wahre Winkel. Hier sieht man. Sich das groß mal klar machen will, das ist ein kleines bisschen zu überlegen dran. So sieht die Sache aus. Der Winkel, der Winkel ist in Wirklichkeit in der horizontalen Ebene, da können wir ihn nicht sehen, da ist er perspektivisch verzerrt. Er wird dadurch geklappt in die vertikale Ebene, wo wir ihn sehen können. Das geschieht mit diesem, dazu müssen wir 45 Grad abwärts gehen, weil das
Kreis von 45 Grad ist. Also das hier ist diese 45 Grad Linie. Also jedes Detail ist konstruiert und nichts ist dem Zufall überlassen. Und ja, das ist interessant. Aber was hat das alles mit Mathematik zu tun? Nun, ich denke schon eine ganze Menge, denn das, was ich hier erzählt habe, ist natürlich Mathematik. Aus einer perspektivischen Darstellung auf die Wirklichkeit zu schließen, ist eine mathematische Frage. Hier wird eine Abbildung sozusagen invertiert, nämlich diese perspektivische Darstellungsabbildung. Und das geht normalerweise nicht, weil sie nicht eindeutig ist. Wir brauchen einige zusätzliche Informationen. Und diese zusätzlichen Informationen bestehen zum Beispiel darin, dass der Tisch rechte Winkel hat und auch der Hocker rechte Winkel hat. Das haben wir zusätzlich mit eingefüttert, um auf diese Weise wirklich eine genaue Darstellung dieses Zimmers zu bekommen. Aber wie ist die Entwicklung denn innerhalb der Mathematik weitergegangen? Ich behaupte tatsächlich sozusagen so, als ob von da Kreise ausgehen, so ein Stein ins Wasser geschmissen, 1420, diese Kreise verbreiten sich und sie reichen bis heute. Es ist nämlich in gewisser Weise der Beginn der projektiven Geometrie. Um das noch ein bisschen deutlicher zu machen oder vorzubereiten, was eigentlich die Idee der projektiven Geometrie ist, die im 19. Jahrhundert eigentlich ihren größten Höhepunkt hatte. Erst im 19. Jahrhundert, also 500 Jahre später, sollte ich vielleicht auf eine Person zu sprechen kommen, die diese Entwicklung gefördert hat. Und das ist der französische Festungsbaumeister Desargues. Ich schnell die Daten nachsehen. Das ist besonders gut organisiert. Das ist jedenfalls im 17. Jahrhundert. Genau. Also der nächste von der mathematischen Seite hier ist Gérard Desargues. Der lebte 1591 bis 1661. Und war auch ein Architekt, allerdings in militärischen Diensten. Er interessierte sich also dafür, wie man die Wälle anlegen muss, damit man eine Stadtverteidigung und Festung anlegen konnte. Aber auch dafür waren natürlich perspektivische Darstellungen wichtig. Man musste die Dinge erstmal zeichnen können, bevor man sie dann realisierte. Und von Desargues stammt eine, ja, vielleicht der wichtigste Begriff in dieser Theorie, der Begriff des Fernpunktes. Desargues hat folgende Idee gehabt. Wir sehen ja auf einer perspektivischen Zeichnung, da gibt es Punkte, die es gar nicht gibt. Nämlich die Fluchtpunkte von Parallelen. Die kommen in der Zeichnung vor, aber in Wirklichkeit nicht. Seine Idee war, die Ebene und den Raum zu erweitern, um genau solche Fernpunkte, wie man sie dann später nannte, oder unendlich ferne Punkte, die deren Bild dann in der perspektivischen Darstellung ist. Diese Fernpunkte müssten dann, damit die ganze Sache konsistent ist, in der Ebene alle auf einer Geraden versammelt liegen, der Ferngraden. Aber diese Punkte gibt es nicht. Aber das stört die Mathematiker nicht besonders. Die Mathematiker beschäftigen sich mit lauter Dingen, die es nicht gibt, mit idealen Gegenständen. Deshalb wurden sie auch ideale Punkte genannt. Punkte, die nicht mit den Punkten der Ebene oder des Raumes, die man sozusagen sehen kann, identisch sind, sondern die weit weg sozusagen liegen, eben unendlich.
Und damit hat man eigentlich die Idee der projektiven Ebene und dreidimensional des projektiven Raums. Projektive Ebene bzw. Raum. Das ist eben die gewöhnliche Ebene bzw. Raum plus diese Fernpunkte. Man kann so sagen, so ein Fernpunkt ist eigentlich gegeben durch so eine Klasse von parallelen Graden. Jede Klasse paralleler Graden definiert einen Fernpunkt, der hier definiert einen anderen Fernpunkt. Und diese Idee, die hat sich dann weiter ausgeweitet. Im 19. Jahrhundert hat sie da eine endgültige Gestalt angenommen. Und einer der Leute, die da eine große Rolle gespielt haben, diese Idee zu durchdenken und zu einer Theorie werden zu lassen, das ist der Franzose Poncelet gewesen, dessen Lebensdaten ich lieber vorher aufschreiben sollen, da soll ich es mal raussuchen. Bevor ich es lange suche, es ist ungefähr so 1770 bis 1850 in der Zeit. Ich glaube, da steht es genau drin. Circa 1770 bis 1860 sogar. Vielleicht ist es auch 80. Also, jedenfalls ist in seiner Lebenszeit die Zeit Napoleons drin. Und das ist auch ganz wichtig für die Geschichte der Mathematik. Im Jahre 1812 ist die Grande Armee, die große Armee Napoleons, nach Russland marschiert. Und ich glaube, es ist immer noch so, bei uns im zweiten Stock vom Mathematischen Institut hängt eine statistische Grafik, Herr Puckelsheim, ist es noch da? Ja, wo man diesen Kriegszug von 1812 statistisch verfolgen kann. Stammt aus der Zeit, oder kurz danach. Da sieht man nämlich, wo die Armee gewesen ist und wie stark sie war. Am Anfang waren es 200.000 Mann und am Ende kommt ein kleines Rinnsal von wenigen Tausend wieder zurück. Also ein Kriegszug, der eine absolute und vollständige Katastrophe war. Und einer der Teilnehmer dieses Kriegszuges war Poncelet, Mathematiker, schon damals Offizier, und kam als Offizier in russische Gefangenschaft, wie viele andere auch. Ja, da lag er dann nun in einem russischen Gefängnis und wusste nicht, was er machen sollte. Bücher zum Studieren hatte er nicht, aber Papier, das konnte er bekommen. Und dann hat er angefangen zu überlegen, was weiß ich denn eigentlich noch von meiner Geometrieausbildung an der École Polytechnique, der damals schon gegründeten besten Schule Frankreichs. Und er konnte sich an keine Details mehr erinnern, aber er konnte sich an die Prinzipien erinnern. Und aus den Prinzipien heraus hat er dann diese Geometrie wieder aufgebaut. Und das war die projektive Geometrie. Und er hat eigentlich die projektive Geometrie in gewisser Weise axiomatisch gefasst und hat also die Grundgedanken dieser Theorie gemacht und hat aber auch sehr weitgehende Schlüsse daraus gezogen, viel weiter, als was er wirklich beweisen konnte, was sich aber im Nachhinein als richtig herausgestellt hat. Er gilt also als Gründer der projektiven Geometrie im mathematischen Sinne, wie sie dann im 19. Jahrhundert betrieben worden ist. Dafür zuerst mal genug. Ich möchte jetzt zu der Frage kommen, was sind denn eigentlich
diese unendlich fernen Punkte. Und dazu möchte ich nochmal auf Dürer zurückkommen. Gucken wir uns nochmal dieses Bild von Dürer im Schema an. Ich habe es im Skriptum andersrum gemalt, deshalb will ich es jetzt auch malen. Wir haben das Auge, wir haben die Tafel, auf der etwas gemalt wird, und wir haben hier die Gegenstandsbereiche. Hier ist also ein Gegenstand. Ein Gegenstand, ein zweiter Gegenstand, vielleicht ein G-Strich. Und was machen wir? Wir verbinden das Auge oder diese Blende, die vielleicht davor ist, im Fall von Dürer, wo er da durchguckt durch dieses Okular, verbinden wir im Prinzip mit dem Auge. Und da, wo diese Gerade diese Tafel trifft, da setzen wir den Bildpunkt. Nun, das ist nicht ganz das, was in der Fotografie passiert. Was wir an perspektivischen Darstellungen heute kennen, wir sind sozusagen ja aufgewachsen und können uns kaum etwas anderes vorstellen, weil wir mit Fotografien leben. Die Fotografie ist ein ganz klein bisschen anders. Die Fotografie ist ein Kasten. Der Beginn der Fotografie war eben auch die Lochkamera, einfach nur ein Kasten mit einem kleinen Loch darin. Konnte man auch nur sehr lichtstarke Objekte darstellen. Und da ist es dann eben so, wenn ich hier zwei Gegenstandsbereiche habe, G und G', zwei Gegenstandspunkte habe, dann wird also von da ein Lichtstrahl ausgehen, und aber nur viele Lichtstrahlen natürlich, aber nur der Lichtstrahl, der durch das Loch fällt, wird auch ein Fleck auf der Rückwand hinterlassen. Also hier zum Beispiel das G' und hier das G. Nun, sobald man Fotoapparate konstruieren konnte, sobald man Linsen hatte, das ist ab dem 17. Jahrhundert der Fall, konnte man das auch verbessern, indem man hier statt des Loches eine Linse einsetzt. Die Linse sammelt einfach die Strahlen auf einem ganz bestimmten Fleck in dieser Linse, also nicht nur einen einzigen Strahl sozusagen, sondern alle Strahlen vereinigen sich wieder, die von dem Gegenstandspunkt ausgehen. Alle, die hier auf die Linse fallen, versammeln sich wieder an den Punkt G. Deshalb kann man auch weniger lichtstarke Objekte darstellen. Aber darauf kommt es gar nicht an, das ist nur ein Detail. Wichtig ist, diese Hilfslinie deshalb auch jetzt wieder weg, wichtig ist, in beiden Fällen ist etwas gleich, bei beiden Zeichnungen. Nämlich die Strahlen, die die Bildpunkte erzeugen, gehen vom Gegenstandspunkt aus und vereinigen sich in einem Zentrum. Das ist hier im linken Bild das Auge, im rechten Bild ist es das Loch oder die Linse. Auch hier gehen alle Strahlen durch diesen einen Punkt. Allerdings ist es ein klein wenig anders. Man sieht es hier auch, die Reihenfolge der Gegenstände ist umgedreht. Also hier ist G und G' oben und die Bilder sind auch oben und unten. Hier wird es umgedreht. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Bildebene, also diese Tafel sozusagen, jetzt hinter dem Zentrum, dem Projektionszentrum, wie man es dann später nennt, ist und man hier ja sozusagen einen negativen Faktor hat, mit dem man schreckt. Wenn man sich hier verschiedene solche Tafeln angucken würde, dann würden die sich ja nur um einen Faktor unterscheiden, einfach nur vergrößert werden. Wenn ich jetzt aber dahinter gehe, dann wird dieser Faktor negativ und das bedeutet eben, das seht ihr hier, die Umkehrung der beiden Punkte, nicht? Deshalb steht im Fotoapparat das Bild auf dem Kopf.
Aber wichtig ist diese Idee, dass man ein Projektionszentrum hat in beiden Fällen. Wie sieht es jetzt mit den Punkten aus, die keine Darstellung haben, die also im Unendlichen liegen? Vielleicht das Bild das Licht wieder anstellen, Entschuldigung. Also, wenn man sich vorstellt, hier wäre die Bildebene und hier wäre die Gegenstandsebene, die man abbilden will. Dann hat man hier irgendwo dazwischen das Projektionszentrum und die Abbildung geschieht jetzt so, dass man in gerader Linie den Gegenstandspunkt G zum Bildpunkt G' miteinander verbindet. Aber jetzt gibt es eben, wenn man immer weiter rausgeht, dann sieht man, dass diese Strahlen immer flacher werden, weil sie ja immer weiter weg den Gegenstandsbereich treffen, immer weiter weg ist. Und schließlich, wenn man genau an der Höhe des Zentrums eine horizontale Linie zieht, dann sieht man, das ist genau die Linie, von der an überhaupt nichts mehr getroffen wird. Also das sind, vielleicht mache ich es nochmal eindimensional, das ist etwas besser zu erkennen. Hier ist das Projektionszentrum, das sind E und G, das sind Gegenstände, die man dann auch wirklich sieht. Aber hier ein Strahl, der so reinkäme, ja, den gibt es nicht mehr. Ja? Aber etwas klein bisschen geneigt, das ist noch ein Gegenstandspunkt. Und das ist die Grenze, das ist der Horizont. Wenn man sich jetzt dieses Bild anguckt, eines von diesen beiden, dann sieht man, es gibt eine Idee, die diese Fernpunkte eigentlich in dasselbe Licht rücken wie die gewöhnlichen Punkte. Nämlich wenn man sagt, ja, G, klein g und groß g haben doch eins gemeinsam, nämlich diese Gerade. Und man sagt, vielleicht ist das Eigentliche gar nicht der Punkt, sondern die Gerade, die den Punkt mit dem Projektionszentrum verbindet. Und wenn man das zum Gegenstand einer Geometrie macht, anstelle der Punkte, dann hat man die Idee der projektiven Geometrie, so wie sie im 19. Jahrhundert dann ausgeformt worden ist von Lord Plöcker und Möbius. Und da sieht man, na gut, jetzt kann man natürlich eigentlich alle Geraden betrachten durch diesen Punkt Z, das gesamte Geradenbüschel. Einige von denen werden im Bild dargestellt, andere dagegen nicht, die landen auf dem Horizont. Und das ist dann die neue Idee der projektiven Ebene. Das ist einfach das Geradenbüschel durch einen festen Punkt Z. Im Raum. Ja, das heißt, die Punktobjekte, was die Punkte vorher waren, sind jetzt die Geraden. Man hat also eine Art Übersetzung oder Lexikon. Ja, was vorher gerade war, gerade durch Z,
nennt man jetzt Punkt. Naja, und was eine Ebene war, durch Z, das wird eine Gerade werden. Das können wir auch sehr schön sehen an diesem Bild. Hier war das Projektionszentrum. Wenn ich hier ein Stück Gerade in der Urbildebene habe, in der Gegenstandsebene, ja, dann muss ich ja, hier sind 2 Punkte auf der Gerade, die muss ich verbinden. Hier ist das Projektionszentrum. Und dann fortfahren, bis ich da auf der Bildebene bin. Genauso muss ich das mit dem anderen Punkt machen. Und sehe, das ist der Schnitt der Bildebene mit einer Ebene, mit genau der Ebene, die durch dieses Stück Gerade und dem Projektionspunkt definiert ist. Wenn ich die mit dem anderen, mit der Bildebene schneide, kriege ich wieder ein Stück Gerade. Ja, und jetzt sage ich eben, so wie das hier die Punkte sind, ist das hier eben eine Gerade. Das ist das Lexikon, mit anderen Worten, die projektive Ebene lässt sich ganz anschaulich darstellen. Es ist nicht mehr die Menge der Punkte der Ebene, sondern es ist die Menge der Geraden durch einen festen Punkt. Und nochmal, wie hängt das mit den Punkten zusammen? Ich will nochmal ein weiteres Bild dieser Art malen, um es deutlich zu machen. Hier habe ich die Ebene im Raum, deshalb in Schrägperspektive gezeichnet. Und jetzt male ich sie nochmal, ein bisschen höher. Das hier wird meine eigentliche Ebene sein. Und hier drin habe ich jetzt mein Projektionszentrum. Das kann ich als Ursprung des dreidimensionalen Koordinatensystems wählen. Und das hier ist meine Ebene, die normale Ebene. Wenn ich jetzt einen Punkt in der Ebene habe, dann kann ich den verbinden mit dem Projektionszentrum und bekomme eine Gerade. Das ist diese Übersetzung Gerade Punkt. Das heißt, jeder Punkt führt zu einer eindeutig bestimmten Gerade durch Z und 2 solche Geraden definieren einerseits ein Stück Gerade in der Ebene, andererseits eine Ebene im Raum durch Z. Und das ist der zweite Teil dieses Lexikons. Aber es gibt einige Geraden, die diese Ebene überhaupt nie treffen. Das sind die, die hier auf dem Fußboden landen, die hier verlaufen, hier unten, die überhaupt keine Steigung haben. Das sind die Fernpunkte. Dieses Modell funktioniert prima, es funktioniert auch analytisch. Wenn ich noch Zeit habe, ich glaube, ich habe keine Zeit mehr, kann ich nicht dazu noch was sagen. So viel zur Ebene. Aber was ist mit dem Raum? Desargues wollte ja ganz offensichtlich den Raum darstellen. Und Fernpunkte im Raum waren natürlich wichtig für ihn auch. Wenn wir in dem Raum das selber machen wollten, ja, dann müssten wir Geradenbüschel, nochmal zurück, wenn wir es in der Ebene machen, müssen wir Geradenbüschel im Raum machen. Wenn wir die projektive räumliche Geometrie darstellen wollen, dann müssen wir wieder eine Dimension höher gehen. Wir müssen also zu Geradenbüscheln im vierdimensionalen Raum durch einen festen Punkt gehen. Das kann man sich nicht gut vorstellen. Und deshalb ist diese Idee auch etwas später erst zum Tragen gekommen. Und da gibt es eine Person, die eine wichtige Rolle dabei gespielt hat. Das ist Hermann Grassmann. Das ist das Problem, das muss man kopieren.
Lebensdaten rausfinden muss und meistens nicht kriege, so schnell. Das 1809 bis 1877. Hermann Günther Grassmann. Die meiste Zeit seines Lebens in Stettin. War da auch als Schullehrer tätig. Hermann Grassmann hat 1844 ein Buch geschrieben, das hieß Lineare Ausdehnungslehre. Das kann man im Internet finden. Das ist ja das Schöne heute. Auch nicht mehr in die Bibliotheken zu gehen, sondern man kann solche Dinge finden, die sind kopiert. Und ich gebe auch die Webseite an. Und in diesem Buch, da entwickelt er die Idee eines n-dimensionalen Raumes, eines Raumes von 4., 5., höherer Enter in n, eine beliebige Zahl, Dimensionen. Für uns heutige, das ist zum Teil in etwas philosophischer Sprache geschrieben, ist nicht so ganz einfach zu verstehen, aber man kann sehr wohl Bruchstücke erkennen, was er eigentlich da machen wollte. Das ist eigentlich der Beginn der linearen Algebra. Sehr viele Dinge da vorgeführt, die wir heute in unserer linearen Algebra-Vorlesung lernen, in einer anderen Sprache natürlich. Aber diese Idee eines n-dimensionalen Raumes, n die beliebige natürliche Zahl, 1, 2, 3, 4, 5 und weiter. Diese Idee ist für uns eigentlich ganz einfach nachzuvollziehen auf eine etwas andere Weise. Wenn wir uns nämlich klar machen, dass die Ebene schon seit Descartes ja koordinatisiert worden ist. Jeden Punkt der Ebene kann ich durch zwei Einheiten vorgeben, kann ich durch zwei Zahlen beschreiben, sagen wir die x- und die y-Koordinate aufschreiben. Strich. Jeder Punkt der Ebene ist ein Paar von Zahlen. Umgekehrt, jedem Paar von Zahlen kann ich einen Punkt der Ebene zuordnen. Also kann ich sagen, Ebene ist dasselbe wie die Menge der Zahlenpaare. Genauso ist es im Raum. Nur da habe ich drei Achsen. Ich muss dann auch drei Einheiten vorgeben. Wenn ich jetzt einen Punkt im Raum habe, kann ich den wieder durch drei Zahlen schreiben, sagen wir x, y und z. Das sind diese, das wäre das y, das wäre das x, das wäre das z. Das heißt, der Raum ist die Menge der Zahlentrippel. Nun ist zwar die Menge der vierdimensionale Raum vielleicht schwer vorstellbar, aber die Menge der Zahlenquartetts macht eigentlich keinerlei Schwierigkeit. Ja? Statt x, y, z, das wären hier Zahlentrippel x, y und z. Und wenn man jetzt eine Dimension höher geht, dann würde man sagen, der vierdimensionale Raum ist eben die Menge der Zahlenquartetts. Ich sage hier x, y, z und w. Und so kann man weitermachen. Man kann von Quintetts, Sextetts und Entetts oder Entubeln, sagen die Mathematiker in ihrer väterlichen Sprache,
Ja, und auf diese Weise hat man auch den n-dimensionalen Raum. Nun kann man natürlich fragen, was soll's, wo es doch nur 3 Dimensionen gibt. Warum soll man sich um n-Dimensionen bemühen? Nun, da kommt ein für mich sehr wichtiger Zug der Mathematik zum Tragen. Einen vierdimensionalen Raum kann man sich nicht vorstellen. Dennoch haben die Mathematiker eine gewisse Anschauung davon, einfach deshalb, weil sie sich jeden dreidimensionalen Teilraum davon vorstellen können. Und auch wissen, wie diese dreidimensionalen Teilräume irgendwie zusammengehören. Und was ist das Gute daran? Sie haben also eine Art Anschauung für Dinge, die völlig unanschaulich sind. Denn Systeme, die von mehr als 3 Veränderlichen abhängig sind, die gibt es wie Sand am Meer. Wir haben es also sehr oft mit 4, 5, 6, 7, Hunderten, Millionen bis zur Durchschnittszahl, 6 mal 10 hoch, wie viel ist das? 10 hoch 21 zu tun, ja? Mit sehr, sehr hohen Zahlen. Und trotzdem, das sind völlig unanschauliche Gegenstände, trotzdem ist es so, dass die Mathematiker eine Art Anschauung davon gewinnen können, indem sie es einfach vergleichen mit dem Bereich, den sie kennen, den 2- und den 3-dimensionalen Bereich, und sehen, dass viele Gesetze im n-dimensionalen Bereich genauso sind wie im 3-dimensionalen Bereich. Und auf diese Weise sind sie in der Lage, anschauliche Mathematik auf unanschauliche Gegenstände anzuwenden. Also nicht die Mathematik ist unanschaulich, sondern die Mathematik ist anschaulich. Die Welt ist unanschaulich. Dankeschön.